Vor ziemlich genau 22 Jahren bin ich als damals junger Erwachsener das erste Mal mit einer Gruppe aus der My Church auf Bulgarien gereist. Kleiner Einschub. So merkt man, dass man älter wird, wenn Sachen, wo man sich noch lebendig daran erinnert, schon 20 Jahre her sind. Letztens habe ich gehört, dass es von jetzt, wenn man zurückschaut, in die 80er Jahre, als ich geboren bin, gleich weit weg ist wie dazumal der Zweite Weltkrieg. Okay. Zurück zu Bulgarien. Was ich dort erlebt habe, ist für mich lebensverändernd und augenöffnend gewesen. Vor allem mit diesen Begegnungen mit den Romas, die wir dort hatten, mit Leuten, die so in anderen Lebensumständen waren, habe ich eine Lebensrealität kennengelernt, die ich vorher nur vom Hörensagen gekannt habe. Aufgewachsen in der behüteten Schweizer Welt, habe ich nicht gewusst, was für Lebensumstände diese Menschen haben. Und so Erfahrungen wie zum Beispiel die Nacht in der Dunkelheit im Garten raus auf ein Plumpsklo zu gehen, sind lebendiger Erinnerung geblieben bis zum heutigen Tag. Ein paar Sachen, die mir dort begegnet sind, haben mich traurig gemacht. Ein paar Sachen, die ich gesehen habe, haben mich nachdenklich gemacht. Andere Sachen haben mich aber auch extrem inspiriert und mich zum Denken angeregt. Zum Beispiel, dass die Kultur dort gestrotzt hat vor Lebensfreude, trotz dieser Armut. Vor Herzlichkeit und vor Gastfreundschaft. Wir haben es heute bei dir erlebt, dass wenn wir dort auf Besuch gekommen sind, dass die Leute ihre Ehebett und Zimmer geräumt haben und sich als Familie irgendwo in ein Kämmerchen zurückgezogen haben, damit wir haben können das Beste von ihnen geniessen dort. Oder dass ein Essen aufgetischt worden ist, wo die wahrscheinlich das ganze Jahr so nie würden essen. Aber für uns als Gäste sind sie immer da gewesen. Und ich habe miterlebt, wie das Leben eben im Verrussen stattgefunden hat, wo man miteinander zusammengelebt hat, gemeinschaftlich zusammen unterwegs. Und ich kann mich erinnern, dass es für mich ein Kontrast war zu dieser Schweizer Kultur, die sehr reserviert ist, die ich so in dem Sinne nicht so gekannt habe, wo jeder in seinem Häuschen oder Gärtchen oder in seiner Wohnung innen ist und dort so eine Herzlichkeit und eine Offenheit. Und wenn ich es so in meinem Kopf vergleiche mit so Erfahrungen, die man heutzutage macht, wenn man pendelt, wenn wir mal am Morgen in der S12 sind, wo ja eigentlich jeder abknabbelt ist mit seinen Kopfhörern oder seinem Handy, das er vor sich hat, ich inklusive, ich bin da ganz ehrlich, dann ist es schon ein grosser Kontrast. Unser Planet hat so eine Individualisierungswelle durchgemacht. Und in den letzten Jahrzehnten hat das fast alle Ecken und Enden von dem Globus erreicht. Auch traditionelle Kulturen, wie zum Beispiel in China, sind heute geprägt von Selbstverwirklichung und von lustbetontem Leben. Und die Auswirkungen von dem Individualisierungsphänomen, die prägen auch uns und unsere Gesellschaft. Der Trend ist im Fang so weit vorgeschritten, dass das Zukunftsinstitut beobachtet, dass wieder wie eine Gegenbewegung anfängt einkehren und so, sie sagen, dem vergesellschaftete Lebensformen wieder zurückkommen. Zum Beispiel Community-Siedlungen, die man gründet, oder auch so eine Reformation von religiösen Weltbildern. Wir alle kennen es aber, auch unsere Realität und unser Leben ist doch an vielen Orten von der Individualisierung und dem Individualismus geprägt. Individualismus sucht Selbstverwirklichung. Sich selber zu sein, sich selber entwickeln, entfalten zu können, auf mich fokussiert. Und Individualismus flüchtet, wenn Konflikt droht oder Enttäuschungen erlebt worden sind. Und als Christentum, also wie wir unseren Glauben leben, bleibt von dem nicht verschont. Es hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten so einen Trend gegeben, dass Formen wie eben die persönliche stille Zeit oder die persönliche Beziehung zu Gott ein extremes Revival erlebt haben, einen extremen Aufbruch gehabt haben. Und das sind mega schöne und bereichernde Facetten von dem christlichen Glauben, dass Gott jedes Einzelne von uns kennt, weiß, wer wir sind, weiß, wo wir stehen und möchte, dass wir uns entfalten können und wie unsere Vision sagt, zum Blühen kommen. Gleichzeitig aber steht es auch ein bisschen anderen Werten entgegen, wo eben der christliche Glauben auch dafür bekannt sollte sein und dafür steht. Und wo wir letzte Woche im ersten Teil von dieser Serie schon viel darüber gehört haben. Nämlich dem grossen Potenzial und der Kraft, die das gemeinsame Unterwegssein in Beziehungen, in Gemeinschaften hat für unser Leben. Und wo das Potenzial hat, um auch die Not von der Einsamkeit, die unsere Gesellschaft durchzieht, dieser Not zu begegnen. Ein anderes Thema oder ein anderer Ort, wo man den Individualisierungstrend auch kennt, ist in der Professionalisierung von Beratung und Therapie.
Persönliche Veränderung und Entwicklung, die über Jahrhunderte hinweg im Rahmen von so sozialen Gemeinschaften, von der erweiterten Familien geformt und trainiert worden sind, werden heute manchmal übertrieben an Profis delegiert. Und jeder hat noch irgendeinen Coach oder einen Begleiter oder irgendjemand, der mit ihm ein bisschen schaut. Und so gut und so wichtig die Formen sind, ich will die nicht kleinreden, die sind enorm wichtig und die leisten einen wichtigen Beitrag zu unserem Wohl und zu unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Aber wir müssen uns bewusst sein, sie können die Gemeinschaft im Unterwegssein miteinander nur ergänzen und nicht ersetzen. So einen Test, um meine Vorlieben in Bezug auf mein eigenes Leben oder meine Lebensgestaltung ein bisschen zu beurteilen, wer leitet mein Glauben und meine Entscheidungen mich in tiefere Gemeinschaft mit anderen Menschen oder isolieren sie mich? Führen sie mich näher an zu Gott und zu meinem Nächsten oder stärken sie einfach meine Nabelschau, meine Selbstverwirklichung? Eine gute Frage. Leitet mich das Leben an einen Ort an, wo Beziehungen in meinem Umfeld aufwachsen können? Oder ist alles so persönlich auf mich zugeschnitten, alles so individuell, alles so abgekapselt, dass es eigentlich schlussendlich vor allem darum geht, dass ich aufblühen kann und dass es mir gut geht. So ein Leben, das sich an Jesus ausrichtet, in der Nachfolge ihm unterwegs ist, so ein Leben führt uns immer in Beziehungen. Es ist eigentlich ein Kernmerkmal von diesen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus zu allen Zeiten. Wir werden ein paar so Müsterli jetzt miteinander anschauen. Das wohl bekannteste ist das, was wir Anfang Jahr in unserer Startserie schon angeschaut haben, wo wir gesehen haben, wie die Gruppe von diesen Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolgern zusammengestellt worden ist. Jesus hat 12 Männer ausgesucht, die er als seine engsten Begleiter mit sich genommen hat, die ihn begleitet haben durch alle Phasen von dieser Zeit, durch, wo sie unterwegs waren. Tag und Nacht sind sie mit ihm da gewesen, haben ihm zuschauen und können von ihm lernen. Und die Schar von Nachfolgerinnen und Nachfolgern, wie wir dort mal gesehen haben, war extrem bunt. Da war der übereifrige Petrus und der zweifelnde Thomas. Da war der wahrscheinlich wohlhabende und ehemalige Zöllner Matthäus und der Freiheitskämpfer Simon, der Zelot. Oder der Lieblingsjünger Johannes, der als eher feine und einfühlsame Persönlichkeit beschrieben wird. Und es hat auch Frauen gegeben, die Jesus ständig begleitet haben. Sie alle zusammen haben so eine bunte und vielfältige Weggemeinschaft gebildet. Und das Kernmerkmal von diesen Leuten war, gelebte Gemeinschaft, im Unterwegssein mit ihrem Jesus. Und wahrscheinlich das Einzige, was sie miteinander wirklich verbunden hat, außer jetzt ihrer nationalen Herkunft, war, dass Jesus ihren Rabbi war. Und sonst sind ihre Lebensentwürfe, ihre Herkunft, wo sie waren, ihre Art, wie sie gelebt haben, extrem unterschiedlich gewesen. Wir haben letzte Woche von dieser Dunbar-Theorie gehört, die versucht, also unser Erleben von Gemeinschaft und Gesellschaft in ein System hineinzutun. Wie immer bei diesen Theorien und Systemen, die sind extrem vage. Und die schaffen es nie, unsere Gesellschaft und die Vielfalt, die wir hier haben, wirklich zu erfassen. Aber manchmal helfen sie uns vielleicht, Schlussfolgerungen für unser eigenes Leben zu treffen, wie wir eben unser Unterwegssein als Menschen gestalten und gewinnbringend gestalten. Und die Dunbar-Theorie versucht also, unsere Beziehungen in so Gruppen einzuteilen, die ähnlich funktionieren und zeigt auch, dass wir ein gewisses Limit haben an Kontakt und an Beziehungen, die wir leben können. Wo wir irgendeinen Menschen überhaupt in unserem Umfeld haben können. Niemand von uns kann unbeschränkt Zeit und Energie und Ressourcen einfach irgendwie investieren. Und wir haben letztes Mal von dem engsten Kreis gehört. Und heute mit diesen 12, die mit Jesus ständig unterwegs sind, gehen wir wie über in so einen Kreis von erweiterten Freundschaften. Also von so einem Netzwerk, von so einem Stamm, könnte man sagen, von Leuten, die mit einem mit unterwegs sind, wo man regelmäßig trifft, regelmäßig Berührungspunkte hat, wo man sich kennt, wo man Leben teilt, wo man vielleicht nicht ganz die innerste und engste Gemeinschaft ist, die man hat. Jesus hat das Modell vorgelebt und so haben seine Nachfolger, wo Jesus dann auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und nach Pfingsten das weitergelebt.
Und wir lesen eigentlich, dass Gemeinschaft so ein Kernmerkmal war von dieser ersten Kirche, von diesen ersten Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus. Und jetzt ist es wichtig, wenn wir jetzt gerade eintauchen in die Art und Weise, wie sie ihre Gemeinschaft organisiert haben, dann muss uns im Hinterkopf bewusst sein, dass das Leben heute im 21. Jahrhundert doch einiges anders aussieht als damals, im 1. Jahrhundert, in der Antike, in dem Jerusalem, in Israel zu der damaligen Zeit. Also wir können jetzt nicht 1:1 sagen, hey, das ist jetzt das Modell, Copy-Paste, einfach übernehmen in unser Leben hinein und sagen, ja, jetzt machen wir auch so Kirche. Aber ich glaube, es gibt uns ein Gespür dafür, was Prioritäten sind, die diese Menschen gelebt haben und als wichtig erachtet haben. Wahrscheinlich, was sie auch von Jesus so mit auf den Weg bekommen haben. Und so lesen wir einen berühmten Text aus der Apostelgeschichte 2, ab Vers 42. Und ich habe probiert, das so ein bisschen rauszuheben, was ich finde, charakterisiert die Gemeinschaft. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Jetzt kleiner Hinweis für alle Bible-Nerds, die das cool finden. Das ist eigentlich wie eine Kurzzusammenfassung. Und jetzt erklärt der Lukas noch ein bisschen ausführlicher zu jedem von diesen Punkten, wie das ausgesehen hat. Also das sind so die Stichworte, Prioritäten gewesen. Und dann sagt er Folgendes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Dann zum Thema Gemeinschaft. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörten ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Da sind die Ausleger nicht alle einig. Die einen beschränken das ganz eng aufs Abendmahl, also die Form, wie wir das kennen, das Brechen vom Brot und der Kelch, der rumgeht. Andere legen es ein bisschen mehr so aus, wie wir es im Korintherbrief sehen, dass sie sich getroffen haben zu Mahlzeiten, wo man zusammengekommen ist, gemeinsam gegessen hat und das Abendmahl, das Brechen vom Brot, dann ein Teil davon drin war. Ich überlasse euch, wie ihr es versteht. Ich finde, das Gespür, das da rauskommt, ist, sie haben das Leben geteilt miteinander. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Wir lesen da von einer Gruppe von Gläubigen und wir müssen uns bewusst sein, gerade kurz vorher wird uns berichtet, dass nach dieser Pfingstpredigt 3000 Leute sich entschieden haben, dem Jesus nachzufolgen. Man kann also von einer Megachurch reden. Wir reden da jetzt nicht von einer kleinen Gruppe von Leuten. Und trotzdem ist das charakteristische Merkmal von dieser Gemeinschaft das Zusammen unterwegs sein, das Zusammenleben und das Zusammenleben teilen sein. Sie haben sich so organisiert als Gruppe, dass sie regelmäßige Berührungspunkte miteinander hatten. Sie haben sich getroffen im Tempel, wahrscheinlich mehr so ein bisschen in Gottesdienst ähnlicher Form und Manier, auch wenn das anders ausgesehen hat als heutzutage. Und parallel dazu in den Häusern, die garantiert nicht Platz haben für 3000 Leute aufs Mal, sondern wo man in kleineren Einheiten und Gruppen gemeinsam miteinander unterwegs war. Und das Familiäre, das sticht so raus. Und ich muss ehrlich sein, als ich die Beschreibung gelesen habe, was es darum geht, sie haben alles gehabt und sie haben ihren Besitz verkauft und alles teilt, das hat mich ein bisschen triggert. Ich habe das ein bisschen komisch gefunden, als ich das gelesen habe. Und ich habe fast ein bisschen getönt wie so einen Werbeslogan von irgendeiner verklärten kommunistischen Vision. Wir alle sind gleich und alles gehört uns zusammen und niemand hat mehr etwas für sich allein gehabt. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht über das und plötzlich ist mir aufgefallen, ja eben die Gesellschaft hätte dazumal auch noch anders funktioniert. Und das soziale Netz, das wir heutzutage haben, wo Leute, die eben in schwierigen Lebensumständen sind, die gewisse Bedürftigkeit haben, abgefedert werden durch eben einen Staat oder staatliche Institutionen oder durch Institutionen, die irgendwie sich organisieren, institutionell für so etwas, das hat es damals nicht gegeben. Also die einzige Hoffnung für Leute war, dass sie irgendjemanden hatten, der sich um sie sorgt. Und wenn du eine Witwe bist, oder weise bist oder krank bist oder irgendwie sonst etwas gehabt hast, das nicht so in das Idealbild hineingepasst hat, dann bist du in grosser Gefahr gestanden, dass du verarmst
und dass du wahrscheinlich vielleicht sogar elendiglich irgendwo verendest. Und so ist mir irgendwie ein schönes Bild geworden, wo ich gedacht habe, wie die christliche Gemeinschaft etwas aufgefangen hat, wo eine Not von der damaligen Zeit war. Und wo Menschen Platz hatten, wo sonst durch alle Maschen durchgefallen wären. Und die Christen haben also das gemacht, indem sie Leute integriert haben. Und so ist die christliche Gemeinschaft, die Kirche, könnte man sagen, zu einem Ort geworden, ein Familienersatz für Leute, die das nötig haben. Für Leute, die bedürftig sind in der einen oder anderen Art und Weise. Und das habe ich extrem schön gefunden. Wenn ich mir das vorgestellt habe, die Kirche, die christliche Gemeinschaft als ein Ort, wo man miteinander schaut, wo man füreinander schaut, wo man miteinander unterwegs ist, wo man aufeinander Acht gibt, wo man sich versammelt und wo auch Menschen Platz haben, die sonst durch die Maschen vom System durchgefallen wären. Ihrer Vielfalt, ihrer Unterschiedlichkeit. Die nicht selber gewählte Gemeinschaft, wo man zusammengehört und miteinander teilt, ist so ein Merkmal von dieser ersten Kirche. Und so ist es für mich wirklich ein bisschen eine himmlische Familie, wo wir als Kind von Gott den gleichen himmlischen Vater haben und gemeinsam miteinander unterwegs sind. Unabhängig von Interessen oder Hobbys oder Vorlieben oder Stilformen, wie wir es gerne hätten. Im Miteinander unterwegs sein, weil uns Jesus verbindet tut. Und auch der berühmte Pfarrer und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch über Gemeinschaft das so folgend zusammengefasst. Das, was die christliche Gemeinschaft eint, ist Jesus. Christliche Gemeinschaft, oder? Jesus Christus, heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Was christliche Gemeinschaft verbindet, ist Christus. Darum heisst sie christliche Gemeinschaft. Es ist das, dass wir uns versammeln um das Zentrum Jesus herum. In einer ganzen Breite, in einer Vielfalt von Bedürfnissen, von Lebenssituationen, von Stilformen, von Möglichkeiten. Vielleicht nicht selber gesucht und gewählt, wie die Jünger wahrscheinlich nicht alle selber ausgesucht hätten. Stell dir mal vor, der ehemalige Zöllner und der Freiheitskämpfer zusammen in einer Gruppe rein. Das hätten sie nie gemacht, wenn nicht Jesus ihr Zentrum gewesen wäre. Natürlich hat so eine Gemeinschaft auch Schattenseiten. So eine Gemeinschaft, da reibt man sich. Je enger miteinander unterwegs ist, das wissen ihr alle, desto mehr ärgert man sich auch aneinander. Man nervt sich vielleicht ab den Charaktereigenschaften vom Gegenüber, ab den Schwächen, die man erlebt. Man steht sich gegenseitig auf die Füße und verletzt sich. Es gibt Momente, wo es reibt zwischen ihnen. Und gleichzeitig ist auch gerade da drin ein wunderschönes Potenzial. Und darum soll der heutige Morgen so ein Werbespot sein, wo man jetzt eigentlich so im Ecken oben Werbung oder, taxieren und sagen, ein Werbespot für christliche Gemeinschaft. Christliche Gemeinschaft, die einen Wert hat für unser Leben, von Jesus installiert worden ist, Jesus gelebt worden ist, wo die ersten Christen miteinander hatten. Und ich mache den Werbespot im Wissen auch um die Begrenzungen der christlichen Gemeinschaft. Und um die Herausforderungen, die das hat. Und auch um den schrecklich schlimmen Schaden, der so oft angefügt worden ist im Namen Gottes. Wo Menschen ausgenutzt worden sind. Wo schlechte und schlimme Sachen gemacht worden sind. Ja, das ist leider Teil davon. Und so schön und so belebend und so lebensfördernd christliche Gemeinschaft kann sein, so offen ist sie eben auch für Verletzung und Verwundung und für Missbrauch. Und darum gibt es einen kleinen Disclaimer bei aller Werbung. Und bei allem Schönen, was ich versuche rauszustreichen da drin, das soll nicht eine Rechtfertigung sein für missbräuchliche Formen von Gemeinschaft. Es geht nicht um das. Aber ich glaube, es gibt Prinzipien, die unserem Individualisierungstrend ein bisschen entgegenstehen. Und wo du vielleicht jetzt da bist und wo auch ein bisschen kratzt und reibt bei dir, denkst du, so kann man das jetzt also nicht sagen. Und diese Seiten sind bewusst und auch absichtlich so gewählt. Etwas Erstes steht unter dem Stichwort Stabilitas. Starke Wurzeln beeinflussen die Stabilität, die Widerstandskraft, das Wachstum und das Tragen von Früchten von einem Baum entscheidend. Also die Wurzeln sind entscheidend für das, was ein Baum ist. Und in dem Sinn gibt es auch ein monastisches Sprichwort, also ein Sprichwort, das in so Mönchsorden oder in der Mönchstradition gebraucht worden ist. So wie ein Baum keine Früchte tragen kann, wenn er oft umgepflanzt wird,
so kann auch ein Mönch keine Früchte tragen, wenn er häufig seinen Aufenthaltsort wechselt. In einigen Mönchsordenen, zum Beispiel bei den Benediktinern, ist es üblich, dass man so ein Gelübde von der Stabilitas Loci oder Loci, ich habe leider kein Latein gehabt, also von der Ortsgebundenheit ableitet. Es ist bei den Benediktinern sogar das erste Gelübde, das sie ablegen. Und es geht darum, und dem liegt zugrunde die Überzeugung, dass es nicht einfach alles besser wird im Leben, wenn man nochmal neu anfängt, sondern oft gerade in den Herausforderungen drin ein riesiges Potenzial liegt. Wie oft ist das Gras auf der anderen Seite vom Hag viel, viel grüner, bis man dann übergeht und merkt, stimmt eigentlich gar nicht. Es ist auch Gras, das dort ist. In dem Sinne hat die Verbundenheit mit Gott auch etwas damit zu tun, sich eben zu verwurzeln, Stabilität ins Leben hineinzubringen und zu sagen, ich gehe nicht einfach bei jeder Herausforderung oder Schwierigkeit irgendwo jemand anders an und fange nochmal neu an, sondern ich halte es aus. Dass christliche Gemeinschaft, dass Beziehungen im Allgemeinen, es ist ja bei den Ehen und in der Familie nicht anders, auch Reibungspunkte haben, auch Herausforderungen haben. Und ich wurzle mich dort drinnen im Wissen, dass es manchmal Zeit und Geduld und Ausdauer braucht, bis Früchte wachsen können. Ein Baum braucht Wurzeln, um Früchte zu tragen. Es ist das Versorgungssystem, das er hat. Könnte es sein, dass wir manchmal Durchbrüche, Wachstum und Veränderungen verpassen, weil wir Geduld und Ausdauer verlernt haben. In so einer Gesellschaft drin, wo alles sofort verfügbar ist und wo ich alles individuell an meine Bedürfnisse anpassen kann, ist so ein Prinzip wie die Stabilitas ein extremer Gegenpol, wo uns challenged, wo uns herausfordert, wo uns vielleicht manchmal ein bisschen nervt und man sagt, nein, kann man doch nicht, das ist doch zu eng. Nochmal zum Sagen, es gibt gute Gründe, um einmal einen neuen Ort zu suchen, wo man sich wieder pflanzt. Vielleicht ist es in einer Kirche einfach nicht mehr der richtige Ort, nicht mehr der richtige Punkt. Vielleicht zügelt man jemanden an. Ich meine nicht, dass es keinen Grund für das gibt. Es gibt viele gute Gründe. Vielleicht bist du in einer Lebensphase hinein, wo du mehr auf deine Ressourcen musst achten und darum einen Schritt kürzer treten. Ich sehe das alles. Aber ich glaube, es ist eine wertvolle Frage, sich zu fragen, wo laufe ich davon und verpasse das Wachstum, weil ich nicht mehr parat bin, auszuhalten, durchzuheben. Auch mal eine Phase von der Dürre auszuhalten, wenn es mal trocken ist. Auch in der Ehe, auch in der Familie drinnen. Ja, ich glaube, man muss manchmal Lebensprioritäten, Organisation im Leben neu ausrichten, neu organisieren, damit man Platz hat für christliche Gemeinschaft. Ich komme zum Zweiten, und das klingt in dem monastischen Sprichwort auch schon an, die Frucht der Veränderung. Da höre ich im Hinterkopf den Galatertext von der Frucht vom Geist, wo es heisst, dass Liebe und Freude und Frieden und Ausdauer und Freundlichkeit und Güte und Vertrauen und Bescheidenheit und Selbstbeherrschung in unserem Leben hinein sollen wachsen. Dass sie Kennzeichen sind von christlicher Nachfolge. Könnte es sein, dass gerade so Sachen wie Liebe und Geduld und Ausdauer nicht einfach so Geschenke vom Himmel sind, sondern trainiert werden in Beziehungen. Auf die Gefahr hin, den Rahmen dieser Predigt jetzt ein bisschen zu sprengen, erlaube ich mir ein Hollywood-Filmzitat da rein zu tun. Und man darf gerne über den Film denken, was er will, aber es ist ein Zitat, das mir nachgegangen ist und das ich nicht mehr vergessen habe. Und es handelt sich um den Film Evan Allmächtig oder Evan Almighty, wo der Stephen Carell so einen modernen Noah spielt. Und es gibt dann da allerlei, was passiert. Und irgendwann wird es der Frau von dem Noah dann zu bunt und sie flüchtet da daraus raus und begegnet dann der von Morgan Freeman gespielten Gottfigur. Und es gibt ein Zitat, und ich finde, es trifft den Nagel auf den Kopf. Und er ihr dann sagt, wenn jemand für mehr Geduld betet, denken Sie, Gott schenkt ihm mehr Geduld? Oder gibt er ihm die Gelegenheit, etwas geduldiger zu werden? Wenn einer für Mut betet, schenkt Gott ihm dann Mut? Oder gibt er ihm doch eher die Gelegenheit, Mut zu beweisen? Wenn jemand dafür betet, dass die Familie mehr zusammenrückt, glauben Sie, Gott schenkt ihnen dann einfach warme, kuschelige Gefühle? Oder gibt er ihnen die Gelegenheit, einander zu lieben?
die Frucht vom Geist wächst oft im gemeinsamen Unterwegssein. Und oft kommt sie nicht fix fertig in unser Leben hinein, so wie wir sie im Migros posten, sondern sie wächst durch die Saisons vom Leben hindurch. Sie entwickelt sich im gemeinsamen Unterwegssein. Und so bietet christliche Gemeinschaft einen super Rahmen, um sich gemeinsam auf Jesus auszurichten und dem Platz und Raum zu geben, damit die Früchte von der Liebe und von der Geduld und von der Bescheidenheit können wachsen in unserem Leben drinnen. Also Frucht von der Veränderung. Und ich komme noch zum dritten Punkt. Und für das zeige ich euch einen kleinen Blick, wie sie so einer typischen Small Group könnte aussehen. Ich muss jetzt hier noch das Kerzchen anzünden für die Stimmung. Meine Frau hat heute Morgen mir schockiert eine Nachricht geschickt. Weißt du, wo unser Lämpchen ist vom Tisch? Ich weiß es ist da. In den Sprüchen im Kapitel 27, Vers 17 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Die Lebensveränderung passiert so oft im gemeinsamen Unterwegssein. Und ob deine christliche Gemeinschaft jetzt so aussieht wie da bei uns oder ein bisschen anders, ob sie grösser oder kleiner ist, ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so einen Ort hat, wo man gemeinsam miteinander unterwegs ist. Leben teilt, sich Anteil gibt, wo man gemeinsam sich freut, wo man gemeinsam Lasten trägt, wo man gemeinsam trauert, wenn es Schwieriges gibt. Und da drin liegt Potenzial für Lebensveränderung, für unser eigenes Leben. Man kann nämlich voneinander lernen, von den Erfahrungen, von den Einsichten, von der Weisheit, von diesen Leuten, wo man gemeinsam mit ihnen unterwegs ist. Man kann einander ermahnen und ermutigen, weil man sich kennt. Man sagt, hey, da gibt es einen Bereich in deinem Leben, das ist ein bisschen komisch. Ich habe noch ein paar Fragen. Oder vielleicht sagen, hey, ich glaube, du schaffst das. Wir glauben an dich, wir beten für dich, wir sind dran. Schreiben vielleicht noch ein WhatsApp dann und sagen, hey, ich weiss, heute ist ein besonderer Tag für dich. Wir können einander vergeben und um Vergebung bitten. Ein Prinzip, das uns immer näher zu Jesus anführt und näher zueinander. Wir haben das auch schon erlebt. Wenn man sich gegenseitig vergeben kann Versöhnung leben, wie stark das Band wird miteinander. Und wie man manchmal gerade durch solche Situationen reift und wächst, miteinander und aneinander. Wie man geduldiger wird, man liebevoller wird, verständnisvoller. Man kann einander aushalten und einander fördern. Man kann vielleicht einmal Gelegenheiten schaffen, dass jemand etwas machen kann, in einem sicheren Rahmen, den er vorher noch nie gemacht hat. Wo man da sein kann und sagen, hey, wir sind da, wir stehen hinter dir. Wir glauben an dich. Wir sind da. Wir können es aushalten, die Unterschiedlichkeit. Vielleicht nervt dich auch, dass die eine oder die andere die ganze Zeit schwätzt und jemand anderes nie etwas sagt. Ich kenne es doch auch. So ein riesiges Potenzial in dem gemeinsamen Unterwegssein. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich gemerkt, das ist aber auch schwierig. Und viele von uns sind irgendwie ein bisschen ernüchtert und enttäuscht von dieser Gemeinschaft. Vielleicht auch ein bisschen müde von diesen Small Groups und Passion Groups. Und ich habe so gemerkt, in meinem Leben habe ich so einen Drang, so Übungen dann nach einzelnen Momenten zu beurteilen. Oder die Small Group ganz allgemein nach einzelnen Übungen zu beurteilen. Und ich gehe dann so heim und denke, ist jetzt das besser gewesen als Champions League schauen? Oder vielleicht hast du einen strengen Arbeitstag da und hast gedacht, das Letzte, was ich jetzt noch brauche, ist jetzt nochmal dort hinfräsen. Jetzt will ich einfach die Füße hochlagern und es mir ein bisschen gönnen. Und ich bin ehrlich, wenn ich einzelne Übungen anschaue, es gibt es so selten, dass ich heimgehe und sage, das war jetzt der best time of my life gewesen. Letztes Mal habe ich sogar im Minigolf nur einen zweiten gemacht. Wenn du so einen einzelnen Abend anschaust, denkst du vielleicht, ja, ich weiss jetzt auch nicht, ob sich das wirklich lohnt. Manchmal sogar eine einzelne Saison rein. Aber ich mache das jetzt seit, ich weiss auch nicht, 26 oder 27 Jahren, dass ich mich regelmäßig treffe mit Leuten, die ich mir so nicht ausgesucht habe, wo wir zusammen unterwegs sind und Leben teilen. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Dann, wenn es darauf ankommt, in diesen Zeiten, wenn es Herd auf Herd geht, in diesen Zeiten, wenn du mal dann eben vielleicht nicht mehr selber magst, einfach alles.
dann sind es die Beziehungen, die eben Stabilität in dein Leben hineingeben und das Fundament. Weil du in Zeiten investiert hast, wo es vielleicht locker war oder wo du vielleicht an einem anderen Punkt gestanden bist. Und dann kannst du daraus rausziehen, aus diesen Zeiten, wo es schwierig wird. Spare in der Zeit, so hast du in der Not, gibt es so ein Sprichwort. Und für mich sind gerade die Zeiten in der Small Group, die Menschen dort, die mich durchgetragen haben, durch schwierige Momente durch. Nicht mit ihren coolen Ratschlägen. Nicht, weil sie gekommen sind und gesagt haben, ich weiss da noch etwas über die Bibel, was du noch nicht weißt. Nicht, weil es so spektakuläre Übungen waren, sondern weil wir zusammen waren, weil sie an mich gedacht haben, weil sie für mich gebetet haben, weil wir gemeinsam unterwegs waren. Weil sie mir einmal gesagt haben, so und jetzt ist dann, glaube ich, auch wieder gut. Es soll ein Werbespot sein. Und ich glaube, es kostet etwas, gemeinsam unterwegs sein. Es kostet Zeit, ja. Du kannst nicht alles machen im Leben, es ist so. Auch ich nicht. Und es gibt so viel anderes, was ich nicht machen kann, weil ich mich entschieden habe, Zeit zu investieren in so eine christliche Gemeinschaft. Es gibt so viele Momente, wo ich vielleicht auch lieber anders machen würde. Aber ich weiss, es lohnt sich. Ich weiss, es lohnt sich. Vielleicht nicht im einzelnen Moment, aber über die Zeit hinweg. Es fordert von uns, dass man sich einlädt auf diese Menschen. Auf die man so gut kennt, dass sie einem anfangen zu nerven. Merkt ihr das? Je besser man die Leute kennt, desto mehr nerven sie einem. Und man muss sich einladen auf das. Man muss es aushalten. Und man muss parat sein, mit Menschen unterwegs zu sein. Vergebung auszusprechen, Ermutigung, Ermahnung und so weiter. Und so möchte ich schliessen mit ein paar Fragen, die ich dir mitgeben will. Und du dir kannst überlegen, wie es steht um deine Involvierung in christliche Gemeinschaft. Du kannst dich fragen, bin ich so ein Teil von einer Jesus-Gemeinschaft? Und was ist mein Beitrag, den ich dazu leiste? Wo könnte ich von so einer Gruppe profitieren und reifen an ihr? Und wo könnte so eine Gruppe von mir profitieren? Was hätte ich zu geben, damit andere aufblühen können? Was hätte ich zu geben, um dem Trend vom Individualismus ein Stückchen weit entgegenzustehen? Jesus, du bist unser grosses Vorbild. Und viele von uns haben sich entschieden, dir nachzufolgen. Dich nachzuahmen, in deinen Fußstapfen unterwegs zu sein. Und wenn ich sehe, wie du mit anderen Menschen umgegangen bist, dann inspiriert mich das. Wenn ich sehe, wie du Gemeinschaft gestaltet hast, dann weckt das etwas in mir rein. Ein Wunsch von tragfähigen und stabilen Beziehungen, die die Höchst und Tiefs vom Leben aushalten, wo man gemeinsam unterwegs sein kann. Wo man füreinander und miteinander unterwegs sein kann. Und Jesus, so wollen wir dir anlegen, all die Enttäuschungen und all Schmerz, der uns aufkommt, wenn wir an das denken, all die Verletzungen und all das Schlimme, was Menschen da haben, wir wissen es doch alle, wir sind genug lang mit dabei, um zu wissen, wie viel Schlimmes und Schreckliches das so Gemeinschaften können ins Leben hineinbringen. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deiner heilenden Kraft, dort hin, wo die Wunden besonders tief sind und die Enttäuschung besonders gross ist. Ich bitte dich aber, dass du auch reinkommst mit deiner Kraft in den Trott. Dort reinkommst, wo die Leute ein bisschen müde geworden sind, wo es langweilig wird, wo man alles schon erlebt und gesehen hat. Dass du Ausdauer und Geduld schenkst, dran zu bleiben. Früchte wachsen langsam. Nicht jeden Tag ist Sonnenschein. Und Jesus, ich bitte dich für uns als Kirche, als Gemeinschaft, dass du uns immer und immer wieder Kraft und Mut und Energie gibst, um so Gemeinschaft leben und gestalten miteinander. Dass es immer und immer wieder so Orte darf sein, wo Leute können eine Heimat finden, eine himmlische Familie finden, wo man sich trifft und eint um dich als Zentrum herum, wo man miteinander unterwegs sein kann. Und ich bitte dich, dass wir miterleben dürfen, wie das hebt und trägt, auch durch schwierige Zeiten durch. Und wie die Früchte von der Liebe und von der Geduld und von der Freundlichkeit und vom Frieden und von der Selbstbeherrschung wachsen in unserem Leben drin, im gemeinsamen Unterwegssein. Lass uns zu einer Kirche werden, wo Menschen aufblühen. Nicht, weil jeder für sich selber schaut, sondern weil wir miteinander einander fördern und ermutigen und ineinander investieren. Amen.